Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Jetzt gehen wir mal zu der Nuaara. Igitt, das sieht aber schon eklig aus. Wegst Lilly... Was denn? Ich mein wegen vorhin. Was meinst du sie dann? Ja, es ist gar nicht so einfach zu retten, wenn man sich so beobachtet fühlt. Jetzt sag schon, wir haben nicht viel Zeit. Aber waren wir doch gleich, als du mich vorhin gerettet hast. Da war ich irgendwie, wie soll ich sagen, wirklich froh. Und naja, sowas hat jetzt auch noch nie jemand zu mir gesagt. Ach, sieh dann. Ich stehe wirklich in deiner Schuld und, nee, das ist es nicht. Was ich eigentlich sagen will, ist... Na, das wird wohl ein Geheimnis bleiben. Doch noch nicht. Danke. Kurz auf den Punkt gebracht. Aha, jetzt kommen wir wieder hier raus. So wie es aussieht, ja. Ah ne, die andere rennen da rum. Schnell, schnell, wenn wir uns nicht dummeln, stürzen die Gebäude noch allein. Mahakon latscht einfach ganz gemächlich hinterher. Der hat auch die Ruhe weg. Und Quina genauso. Ich habe also recht gehabt. Terra gab's wirklich nichts Gutes zu fressen. Aber vielleicht das leuchtende Achterauge. Quina, jetzt dummel dich, sonst schwingen wir noch ohne dich, mein Dicker. Ach, schade. Wirklich schade. Ja, da wird noch was anderes zu fressen finden, aber naja, auf einem anderen Planet schon klar, dass man da ein bisschen was Besonderes essen will. Hier steht ja noch alles mehr oder weniger. Wir müssen uns dummeln und schnell die Genome evakuieren. Ja, das sollte man tatsächlich relativ fix machen. Also, das ist die Brücke, die zum Pandemonium führt, wieder durchs grüne Tor und dann ab nach Branbalu. Da sind sie schon die ganze Seele loser. Sieh dann, wir sollten uns trennen, das geht schneller. Gebongt, du übernimmst die Seite, wir treffen uns am Landeplatz von der Invincible. Du da, komm mal mit. Oh, da unten habe ich anscheinend noch eine Truhe vergessen, wie es aussieht. Mist. Aber schick sieht sie aus, die Invincible. Sehr, sehr schick. Endlich drin. Aber von innen sieht das Schiff hier noch größer aus als von außen. Mein ritterlicher Orientierungssinn lässt mich vermuten, dass die Schiffsbrücke aller Wahrscheinlichkeit noch hier drüber ist. Warte mal, wo ist Quina? Sag bloß, der zurück wieder irgendwas zu fressen. Na, da kommt er schon wahrscheinlich arg gegammelt, ne? Natürlich. Hohoho, hier bin ich schon. Es gibt am Schiffsbauch einen Eingang, von dem man sich hier hochteleportieren kann. Von unten? Aber wie kommst du dann unter das Schiff? Das kann er uns nachher noch erzählen. Jetzt wird es Zeit aufzubrechen. Und da ist auch noch eine Truhe, die ich dringend knacken sollte, wie ich sehe. Ah, und das Mädel noch. Was machst denn du noch hier? Wir müssen fliehen. Hier geht jetzt echt alles in die Luft. Fliehen? Wozu fliehen? Wir sind doch nur leere, seelelose Körper. Babbelst du immer noch so einen Schwachsinn? Glaubst du wirklich, du seist nur willenlose Hüll? Nee, mir wird von Galand der Seele und Wille gegeben, damit ich Kujas oder deinen Platz einnehmen kann. Aber jetzt, wo Galand und Terra im Untergang geweiht sind, welchen Grund gibt's dann für meine Existenz? Was für einen Sinn hat mein Leben noch? So habe ich ja gedacht. Wozu existiere ich eigentlich? Und? Hast du Antwort gefunden? Das weiß ich noch nicht. Ich weiß zwar nicht, aber vielleicht ist ja gerade die Suche noch der Antwort der Sinn des Lebens. Womöglich ist die Suche mit etlichen Qualen verbunden. Aber an der Seite von meinen Freunden weiß ich, dass es so schmerzvoll gar nicht ist. Hey, ich weiß noch gar nicht mal dein Name. Was? Dein Name? Wenn du als Ersatz für Kuja oder mich bestimmt warst, da wurde doch bestimmt auch ein Name geben. Ich hab den Namen Mikoto erhalten. Mikoto also. Ein schöner Name. Viele werden dich ab heute bei dem Namen rufen. Vielleicht wirst du mal noch seiner Bedeutung suchen, aber letztendlich musst du das für dich selber herausfinden. Lass uns gehen, Mikoto. Du wirst in einer neuen Welt noch die Bedeutung von deiner Existenz suchen können. Und? Lilly, wo bleibt sie dann? Er wird gleich hier sein, er sucht noch im Genom. Entschuldigung für die Verspätung. Sieh dann. Entschuldigung für die Verspätung, aber jetzt sind wir endlich vollzählig. Dann auf, es bleibt kaum Zeit mehr.
Ja, und jetzt geht's raus aus dem von Kuja zerstörte Terra. Der vor lauter Jähzorn über die Wahrheit von seiner Existenz seine ganze Heimatwelt vernichtet hat. Und damit ist Terra für uns nicht mehr betretbar. Und die Insel des Lichts ist untergegangen. Das heißt, ab sofort wird die Seele von Gaia nicht mehr zu der von Terra, weil Terra tot ist. Den Plan haben wir zumindest mal mehr oder weniger vereiteln können. Irgendwie sind wir ja wohl noch heil davor gekommen. Ja, aus Terra ist uns die Flucht tatsächlich gelungen, aber... Was hast du, Freya? Warum das besorgte Gesicht? Ich habe mich vorhin auch mit Mahagon drüber unterhalten, aber... Du glaubst ja wohl nicht ernsthaft, dass mit dem Untergang von Terra alles vorbei ist. Du Mensch, Kuja? Der eitle Herr wird sich damit nicht zufrieden geben, nur Terra mit sich in den Tod zu reißen. Aber ich habe mich gefreut, ob er trotz der großen Macht, die er jetzt erhalten hat, die Explosion von Terra überleben konnte. Sieh dann, was glaubst du, wird sein nächster Schritt sein? Wie ihr schon gesagt habt, ich denke, dass er versucht auch noch Gaia mit ins Verderben zu reißen. Wie gedenkst du das zu verhindern? Mir fällt nur eine Ässerei. Garland hat mal erzählt vom großen Baum, der Gaia und Terra verbindet und für die angebliche Säuberung von der Seele Gaias sorgt. Ist es... Bingo! Der Baum Ifas. Katastrophe! Es ist endlich die Katastrophe! Da draußen bahnt sich eine furchtbare Katastrophe! Was ist denn jetzt schon wieder, Steiner? Kannst du vielleicht ein bisschen deutlicher werden? Guckst euch doch mit irgendeiner Ara auf den Brick! Schepper, Schepper, Schepper. Und Mahagon hat mal wieder die Ruhe weg. Eieiei, schönes Schiff. Und, wir fliegen doch über der Wolke. Das sind keine normale Wolke. Keine normale Wolke? Was sind denn du anhast? Lass uns ein bisschen über die Flughöhe senken, dann werden wir schon sehen. Nee, total liegt's doch nicht. Unsere Flughöhe ist niedrig, aber wir fliegen jetzt schon die ganze Zeit über die Wolkendeck. Aber was könnte dann das? Der Nebel ist wieder da. Der Nebel, aus dem wir Schwarzmagier geschaffen worden sind und über dem gesamten Kontinent des Nebels lag. Der Nebel hat jetzt der ganze Planet eingehüllt. Aber wie kann dann das sein? Was denn alles in der Welt hast du jetzt vor, Kuja? Nix Gutes, wie es aussieht. Danke, viele wissen noch nicht recht, wie ihnen geschieht, aber zum Glück wurden sie von allen akzeptiert. Nicht der Rede wert. Schließlich stehen wir ja tief in eurer Schuld. Nee, mach doch mal drüber keine Gedanken. Vielen Dank nochmal, die werden sicher gut miteinander auskommen. Bist du dir auch echt sicher, dass das so in Ordnung geht, wenn sie alle bei euch wohnen? Aber sicher, sei unbesorgt. Das war die Idee von Vivi, nicht wahr? Ja, er ist als erster drauf gekommen. Er hat gemeint, das Dorf von der Schwarzmagier sei der ideale Ort für die Genome, um ein neues Leben zu beginnen. Wir sind uns in gewisser Weise sehr ähnlich und vielleicht schaffen wir es ja auch, ihr Herz zu öffnen. Ach ja, dann hat er noch gesagt, wenn die Schwarzmagier mit den Genome zusammenleben können, kommen sie in Zukunft auch besser mit den Menschen aus. Genau wie wir miteinander auskommen. Naja, wie das bei euch und uns ist, kann ich gar nicht so genau sagen. Immerhin habe ich bis vor kurzem gedacht, Vivi relativ gut zu kennen. Mach dir wirklich die Genome keine Sorge. Das sind ja auch deine Freunde. Ich verlasse mich auf euch. Da haben sich zwei Spezies definitiv gesucht und gefunden, würde ich sagen. Was ist das für ein Monster? Das ist kein Monster, das ist unser Schokobo und er heißt Schokos Ramazzotti. Ja, für Eros Ramazzotti hat es nicht gereicht. Ihr habt also einen Namen für ihn gefunden? Ja, und ist es nicht ein schöner Name? Schokos Ramazzotti?
Ja, hört sich richtig niedlich an, nur ein bisschen zu lang, finde ich. Ich glaube, Schokos Ramabotti hat dich lieb gewonnen. Weiß das auch nicht. Was bist denn du für ein Feigling? Sag bloß, du hast Angst vor einem neugeborenen Schokobo. Hey, Schokos Ramabotti. Schokos Ramabotti scheint sie wirklich zu mögen. Trotzdem finde ich den Namen einen Tick zu lang. Trotzdem sehr goldig. Ich mag hier Schokobos und die Jungen sind auch ganz goldig. Wozu werden die Items aufgestellt? Na, damit die Kunden mal große Auswahl betrachten können, glaube ich. Was sind Kunde? Also jemand, der Geld hat und mir das dann im Tausch gegen einen Gegenstand gibt. Was ist Geld? Also Geld ist... alles Blödsinn. Ich erkläre dir mal kurz die Welt. Es gibt nur zwei Sachen im Leben. Essbares und nicht Essbares. Ja, die Philosophie scheint mit dem Schwarzmagier nicht so gut gefallen. Ist das Wasser dann niemals still? Hä? Normalerweise fließt Wasser doch immer. Das Wasser in Bran Balu hat nur leicht geschwankt, aber es stand immer still und hat gewartet, dass die Zeit vergeht. Man sagt doch auch, die Zeit fließt, oder heißt es doch, die Zeit vergeht? Auf Gaia fließt also das Wasser und vergeht die Zeit. Sie scheinen ja recht gut miteinander auszukommen. Sieht mir hier eher aus wie im Kindergarten. Ja, die sind halt beide wirklich sehr kindlich, noch die Spezies. Das wird man anfangs wohl nicht ändern können. Denn ihnen wurde die Zeit zum Erwachsenwerden genommen, die jedem sonst gewährt wird. Und wenn sie die Zeit noch holen können. Das vermag ich nicht zur Sache. Aber es gibt nur eins, was wir in dem Moment tun können. Richtig. Die Antwort liegt auf der Hand. So ist es. Wir lassen es nicht zu, dass jemand versucht, ihnen die Zeit wieder zu entreißen. Ja. Damit die wenigstens noch ein schönes Leben haben, auch wenn ihre Zeit limitiert ist. Prinzessin, seid ihr euch dessen wirklich sicher? Von was sprecht ihr? Der zurückgekehrte Neville ist sicherlich ein Fall, die Kutsche am Barm Ifas angebracht hat. Sollten wir nicht vom letzten alles entscheidenden Kampf noch einmal nach Lindblum zurückkehren, um Großherzog Sid zu konsultieren? Kutscher wird nicht nur Terra, sondern auch Gaia vernichten. Wenn es bekannt wird, wird es zu einer Massehysterie kommen. Es herrscht auch jetzt schon durch den zurückgekehrten Neville große Unsicherheit unterm Volk. Mit anderen Worten, wir sind die Einzigsten, die den Wahnsinnigen aufzuhalten vermögen. Sagt Onkel Sid also bitte nix, auch wenn wir zum Ausrüsten nochmal nach Lindblum gehen sollten. Es ist soweit. Ja, dann lass uns gehen. Es ist zwecklos. Ah, nee. Es ist zwecklos. Habt ihr denn nicht so immense Macht gesehen? Er hat allein mit seiner Kraft die ganze Welt ausgelöscht. Es besteht nicht die geringste Wahrscheinlichkeit, dass er aus dem Kampf siegreich hervorgeht. Das ist ja toll. Die kann ja schon richtig gut sprechen. Ne, sie ist zwar ein kleiner Querkopf, aber sei nett zu ihr. Wie soll ich sagen? Sie ist sozusagen meine kleine Schwester. Was? Also Schwesterherz, hör auf deinen großen Bruder und sei lieb zu der anderen, verstanden? Was soll der Schwachsinn? Du wirst schon sehr Schwächterchen, wie kleines und hilfloses Ungeziefer werden kann, wenn sie in die Enge getrieben wird. Ach, der Wurm krümmt sich, wenn er gebissen wird. Ich glaube, da habt ihr ein bisschen was verwechselt. Da lassen uns zum Barm Ifas gehen, wir werden es Kutscher schon zeigen. Okay. Dann mal wieder unser Dream Team vereint. Und jetzt sind wir auf der Weltkarte, die doch relativ apokalyptisch läuft. Allein schon diese fröhliche Musik ist nämlich und der Neville ist überall. Hui, hoppala. Moment, ich wollte noch woanders hier. Ja, die Invincible fliegt sich auch wesentlich schneller jetzt. Und ja, wie gesagt, der Neville ist jetzt halt überall auf dem Kontinent.
Nicht nur auf dem Kontinent, der ist jetzt halt überall auf der Welt. Das ist schon etwas bitter. Hier war mal die Insel des Lichts. Ja, genau. Und da muss ich noch mit meinem Chocobo hingehen. Da muss ich nämlich noch ein bisschen was verfüttern an Todesschote. Dann können wir das nämlich auch gleich nochmal nachholen. Aber die Musik ist jetzt auch schon ziemlich episch hier auf der Weltkarte. Aber die wird durch die Chocobo-Musik wieder stark entzerrt. Ja, so ernst die Musik auch ist, so viel Spaß haben wir dann hier auch. Ihr habt alle Schätze gefunden, aber ich habe alle Schätze gefunden, aber... Moment, Insel des Lichts, genau. Ich muss da hingehen, wo es A gezeigt ist. Ich glaube, hier irgendwo, mich nicht alles täuscht. So. Jetzt stehen wir genau da. Hier muss es irgendwo sein. Und? Nee. Hier war es nicht. Was dann hier? Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, wo das war. Müsste man jetzt arg viel Glück haben, oder ich gucke nochmal schnell auf meiner schlaue Karte noch. Einen kurzen Moment. Da müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken, wo das Ganze liegt. Da muss ich jetzt nochmal auf meine Schatzkarte zurückgreifen. Und die sagt A. Okay, da muss ich jetzt auch nochmal die Karte aufmachen, um das nochmal zu gucken. Okay, es muss hier irgendwo sein. Mensch, du ist so genau das Ding und das hier. Ja, das ist hier der Ort. Es muss hier irgendwo sein. So, weil wir sind jetzt auch schon auf CD4. Hier muss es sein. Das dürfte so die Region sein. Vielleicht ein bisschen näher noch Thrakia. Nee, also nicht. Also laut Karte müsste das hier schon relativ stimmen. Probieren wir es noch einmal einfach. So. Und? Jawohl, wusste ich's doch. So sah es auf der Karte nämlich aus im Internet. Auf dem Meeresgrund ist ein Schatz. Wir haben 10 Aquamariner. Die Ultima-Waffe. Und wir haben noch kriegt Trophäe in Kupfer, das ultimative Räuberschwert. Dazu gibt es auch eine Kriegerrüstung und eine Invincible-Karte. Sehr schön. Damit, ihr liebe Leute, haben wir jetzt auch alle Chocobo-Schätze gefunden, die zu finden sind. So. Dann sollte ich nochmal gucken, was wir in Terra noch alles kriegten und ausrüsten können. Da gibt es ja für dich die Kriegerrüstung, die ist jetzt aber ja von der Abwehr her, bringt die schon ordentlich was, würde ich sagen. Das können wir dann noch anlegen, wenn er das gelernt hat. Hier haben wir nichts weiter für Steiner. Du auch nicht. Okay. Hat sie was kriegt? Nee, sie hat doch nichts weiter kriegt. Da war, glaube ich, auch nichts Genaues. Nee. Nee. Muss ich gerade nochmal überlegen, was wir hatten. Die Lichtrobe hatten wir. Ja, die hat sie ja schon. Die habe ich von Kuja auch nochmal geklaut. Die hatten wir aber schon früher. Dann war, glaube ich, noch ein Ninja-Gewand und ein Dunkelrobe und ein Draco-Panzer. Draco-Panzer? Nix für dich? Tatsächlich nicht? Okay. Dann vielleicht für Freya oder sowas hier. Ninja-Gewand, Auge um Auge und Dunkelgewand. Kraftkittel kann er eh nichts mehr für lernen. Dann ist ein Ninja-Gewand. Ja, machen wir zuerst das Ninja-Gewand, damit er Auge um Auge lernen kann. Da muss ich gerade mal reingucken. Und der Draco-Panzer könnte etwas für Freya sein, wenn mich da nicht alles täuscht. Aber wir gucken alle mal hier rein. Sagatanas. Und Ultima-Waffe. Perfekt. Wird auf 100 erhöht. Damit hätten wir die perfekte Waffe für sie dank von. Sehr gut.
Was wollte ich denn jetzt nochmal gucken? Ability? Nee. Ich wollte einfach nochmal so gucken, was das für ein Ding war. Ordnen, automatisch, genau. Okay. Gerade nur mal reingucken, was der Draco-Panzer ist. Man muss ja irgendwo dabei sein bei der Rüstung, ne? Draco-Panzer. Eine Rüstung angefertigt aus Drachenschuppen. Dann geht es wahrscheinlich nur für Freya. Okay, Vajos Kralle hat man ja, glaube ich, auch noch geklaut. Das ist was für Mahagon. Dunkelgewand, Karabinieri oder wie es hieß, Karabiniere. Aber ich denke, mir hindern soweit alles. Deswegen würde ich an der Stelle erstmal hier meinen Cut setzen, ihr liebe Leute. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig, wo wir dann uns nochmal auf CD4 umsehen werden und gucken, was wir noch machen können, bevor wir uns Kuja zum Kampf stellen. Das heißt, alles Optionale wird nochmal abgegrast, bis es soweit ist. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Euer Yankee.